Ich meine, das ist eine wichtige Aufgabe für die Lëtzebuerger Regierung, die Präsidenz, die man am Blick von der IRA haben, auch aktiv zu gestalten und meine ich, ob ein ganz gut Ende zu feiern. Das ist eine hohe Verantwortung, die das Land tut. Den Text heute drüber selbstverständlich matt. Ich muss allerdings sagen, wie die ADR hätte können mich stark sein an einer Reihe Punkten. Mich stark auch gesehen hat der Staatsminister, und ich will dort direkt auch so, dass wir als ausschließen, dem wird Herr Gras gesagt hat, das ist absolut inakzeptabel an der Lëtzebuerger politischer Kultur, dass Schmierereien auf ein Plakat von einem Kandidat gemacht gehen, den du als Schutz bezeichnen könnt oder so inakzeptabel. Und ich meine, dass ein gemeinsamen Auftrag von uns alle Gohabannen für wenn wir am Dialog stehen mit der Gesellschaft dabei sind, für dafür anzutreten, dass selbst überhaupt nicht davor können. Und ich unterstütze noch ganz klar, jeder, der gesagt hat, muss ihn an Konzentrationslager gehen als junger Mensch, war möglich, mir egal, wie ihr am Leben, wie dazu gesehen, auf eine Vorstellung von dem Lied zu kreieren, was da geschieht ist. Lo ist aber eigentlich wichtig, dass man über den Text hier schwätzen, und ich will dort just 2 oder 3 Bemerkungen sagen. Es wäre gut gewesen an Eisenernst, wenn wir gesagt hätten, die Definition, von der man so den Lëtzebuerger Staat soll sich zu eigen machen, die Definition vom Antisemitismus, die sollen als ganz teilen. Es sind Beispiele bei der Definition. Wir hätten uns gewünscht, dass wir gesagt hätten, wir sollen die Definition mit den Beispielen unholen, weil das hat nach eine neue Dimension, eine mehr leicht verständlich global Approach zu der Thematik angeboten. Der Zweite ist, wir hätten uns auch gewünscht, wie das Europaparlament von den Staaten gefordert hat oder sie invitiert hat, für das zu machen, für einen Antisemitismusbeauftragten an ein Land anzufeiern. Lëtzebuerg hat die Option nicht geholt. Wir hoffen aber, dass das noch einmal der Fall sein kann und dass auch Lëtzebuerg sich irgendwie nie ein Antisemitismusbeauftragten gibt. Der dritte ist der BDS. Ihr wisst, es gibt eine Kampagne, eine internationale Kampagne, Boykott, Desinvestissement, Sanktionen gegen Israel. An den Deutschen Bundestag, den hat für kurzem, den 15. Mai, eine Resolution geholt, wo eine BDS-Kampagne klar als antisemitisch verurteilt wird. Wir haben aber auch hier am Land manst eine Organisation, die die BDS-Kampagne aktiv betreibt. Wir müssen also auch vorstellen, ob man nicht sollte viel mehr aktiv und mehr engagiert gegen so Kampagnen virgoen, die den Deutschen Bundestag auch explizit verkauft wird mit Kampagnen, kauft nicht bei Juden, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Es ist also so, dass wir meinen, dass die Lëtzebuerger Regierung das Motion, die man heute stimmen, das ist ein Abruf, den man heute stimmen, selber muss ganz echt hören, gucken, ob nicht Organisationen von der Seite von der Regierung unterstützt gehen, die BDS-Kampagne drohen, die auch Achse an Schulen haben. Das ist natürlich gut, dass wir mit Yad Vashem zusammen schaffen, und dafür kann ich den Herrn Meischnimmen felicitieren. Aber gleichzeitig schon mal Achse an den Schulen, an den Institut de Formation de l'Éducation nationale, an die Lëtzebuerger Kulturinstitute von einer Kampagne, die vehement anti-israelisch auftritt, an einem Grad, den ich selber dax als antisemitisch empfangen, und ich nicht allein. Den letzten Punkt will ich sagen, dass das eben ein soziale Netzwerk. Da der als eine Partei, die steht für Meinungsfreiheit. Weil wir wissen, dass wenn Meinungsfreiheit erschränkt, den ersten Schritt in Richtung Totalitarismus geht. Es ist heute nicht zu erdrohen oder schwer zu erdrohen, weil den auf den sozialen Netzwerken gesagt. Nicht nimmen auf den sozialen Netzwerken. Mit der Antwort ist nicht das Verbot. Die Antwort ist, dass jede Reben als Bannen, die an der politischen Verantwortung steht, an der Regierung, an der Chambre oder egal wo an der Verantwortung steht, auch als Enseignant an der Schulen, auch viel andere Leute, die als Vorbild an der Gesellschaft stehen, argumentativ aufstehen, argumentativ antworten, an dat verdedigen, wer der Grundstock von unserer Menschlichkeit ist, der Kampf gegen Rassismus, gegen Diskrimination, und auch den Antisemitismus mit verbaler Überzeugungskraft und persönlichem Vorbild entgegentreten, dann haben wir etwas geschafft. Da gehen wir auch nicht an den Totalitarismus, mit der gehen wir an eine Gesellschaft, die kann hoffentlich sein auf ihren Engagement.